ich fühle mich oft ein bisschen schlecht für mein Privileg, den ich drohen am Leben. Weil ich schon da viel verschiedener, to be honest. Ich drohe viel verschiedene Privilegien. Und das ist halt in anderen Nacht davon, an den dort, dann hat halt dick viel mit meinem Wesen zu tun, mit dem, was ich machen will, am Leben so. Das fühlt sich ein bisschen, wie wenn das unverdient wäre. Du willst mehr über die Kulturszene zu Lützeburg mitkriegen? Da bist du halt richtig. Wir schwätzen zweimal im Monat mit der kreativen Cap aus unserem Land und diskutieren über sämtliche Themen, mit denen sie sich befassen. Willkommen bei Kultur pur, der Podcast für einen anderen Anblick an die Kulturszene zu Lützeburg. Hosted by Ceci. Willkommen an einer neuen Episode von Kultur pur. Der Teil ist ein Podcast von Kultur.lu und natürlich geht es um ein grosses Merci raus und den Radio Ara, den ihr auf den Frequenzen 87,8, 102,9 und 105,2 lauscht. Zu Gast haben wir den Luke. Hallo. Kannst du dich vorstellen, für die Leute, die nicht wissen, wen du bist? Moin, ich bin der Luca, oder Luke als Künstlernamen. Ich bin Musiker, Rapper, Produzent, arbeite noch am Theater und mache viel Kompositionen und voilà, that's basically it. Bist du raus vom Freelance? Ja, also ich bin freischaffend und voilà, ich arbeite da von Projekt auf Projekt. Im Moment habe ich kein Projekt, ich habe schon die Zeit dafür, ein bisschen an mein eigenes Projekt zu stechen. Also an Luke, an manche Musiker bringen doch Musik raus. Was machst du für Musik? Mal Rapmusik, also ein bisschen von allem. Also im Moment schaffen wir ein Album, der wird im September rauskommen, den heißt Gelato, den als so Oldschool-Rap, der so ein bisschen Oldschool-Hip-Hop oder Fall, ein bisschen so den Dreh. Und da so, weil ich viel selber lauschen, wo ich viel selber Inspiration hier und ich wollte als erstes Mal so ein Album rausbringen. Und davon du aus, weiß ich noch nicht, wie es hier geht, aber ich habe am Anfang auch Bock, lauter verschiedene Genres zu machen oder lauter verschiedene Musik, die verschiedene Sachen gerade. Ich habe Bock, immer dasselbe zu machen. Mhm. Ja, ich verstehe. Es gibt ganz viele Künstler, die immer probieren, so den Stil zu wechseln. Zum Lo merke ich, dass viele Lützburg-Rapper auch gerade so ein bisschen, so, ich sehe so kleine Shift dran, ein bisschen so Richtung Rock. Was hältst du davon? Ne? Ja, also ich finde das selber ja auch schon immer dramatisch, gebe ich so ein. Ja. Ja, ich fand das cool. Also das ist cool, wenn man sich nicht so eben Anschränke lässt. Und ich meine, heutzutage ist auch generell Fans von Musik sind nämlich so spezifisch Fans von einem Genre, so früher, weißt du was, dann entweder ein Rocker oder mega into Disco, also weiter. Wenn du da den gehst, dann hast du da dann mega gehasst. Und du warst so, nee, das ist gut so nicht mehr 10. Genau, weil es gibt so 10 einfach, die da ein bisschen, nicht unbedingt gehen, waren, wo sie ein bisschen so eine Überheblichkeit aber waren. Und heute ist es eigentlich echt, also dass everything goes und Leute lauschen wird alles durch Streaming-Service und so weiter und durch TikTok kommen so als Songs rum und Charts und das ist das ein bisschen Free Game und die Leute, die Fans von Musiker sind, sind noch echt Fans von den Musikern, weil sie Fans von ihrer spezifischen Musik sind, weil du den dauernd Rap gemacht hast, wenn du Rock machst, da freut das Fans, weil sie sagen, oh, das tun ich dann nicht hören und du kannst dich dann halt, du kannst überall alles machen, oh, war das von denen, Jazz, das ist vielleicht nicht das Beispiel, aber voilà, ich meine, das viel mehr möglich schaut. Und die Entwicklung sei ja selber auch an deiner Musik. Und für das die Leute ein bisschen zu verdeutlichen, kann ich eine Rolle ausströmen. Zum Beispiel ein Altlied von dir und ein Lied, den zum Beispiel dramatisch, also Fulo. Das muss man just sagen. Was wird dann ein Altlied von dir, den wir hier am Radio spielen? Oh, wow. Ein Altlied. Ja, ist schon traurig, mit geht also wahrscheinlich dann der Classic. Da kann ich laufen lassen, ja? quasi. Okay, let's go. Stenger mengem Weh, ich sind traurig mir geht. Ich sehe immer lang in der Weg, kein Stenger mengem Weh, ich sind traurig mir geht. Ich sehe immer lang in der Weg, kein Stenger mengem Weh, ich sind traurig mir geht. Und auch vorne ich nur nicht weiß, was grad lebt, wie sich das in Tischen von rum steht. Ich bin am Ränge, macht mal selber die echte Keier
seit pur Main zeigt mal Kollegen na mal selber da das mein Kur gained schlecht Gefehler alle Bilder dran am Mengem Kopf wie aus Chlor gehen dass ich mich verdinge wie ab es bei den Zwänge kann Liebe geht weiter auch von der Stadt nicht weit gesehen wisst zwar nicht wohin wie ich schlafe Richtung Sonne sich das Gefühl es schon lang geschlafen mir ich sie wackrig gehen geht mehr am Liebe wie zu zwei plagisch sehen wisst nicht wenig sehen mir ich fürs fertig gehen wisst zwar nicht weh mir wie in Karte spielt es schon am Mengem Liebe schon oft hart gebildet mir aber lebt da nicht mit Persönlichkeit braucht kein Marketing wisst nicht wenig sehen mir ich fürs fertig gehen wisst zwar nicht weh mir wie in Karte spielt es schon am Mengem Liebe schon oft hart gebildet mir aber lebt da nicht mit Persönlichkeit braucht kein Marketing Ich sehe immer lang in der Weg, kein Stenger Mengem Weg, ich bin traurig mir geht. Ich sehe immer lang in der Weg, kein Stenger Mengem Weg, ich bin traurig mir geht. Ich sehe immer lang in der Weg, kein Stenger Mengem Weg, ich bin traurig mir geht. Und auf vorne ich nur nicht weiß, was grad lief, wie sich das in Kirchen von dem steht. Das war Traurig mit geht vom Luke. Ist schon cool, dass du die Mischung hörst und auch mir viel von der Entwicklung geschwart. Und du wolltest auch am Anfang weisen, wie Evening Lieder lo klingt, ne? Mir viel von dramatisch geschwart. Ich mich hätten da auch ein paar lauscht drin. Wer sie? Yes. Sag man ist schon gefühl ich gefallen auf vonnnen Doro gefallen was kann ihn du da gehen machen ja wat man ich gesinn fällt nicht nie fawisch du siehst ich soll bis warten gesehen dat nicht so pragmatisch du siehst ich sind zu dramatisch du siehst da könnt ich doch fasen du siehst es klein oder Arbeit und weil ich zu wenig mache vielleicht leide du diese Sachen mir vielleicht ist es etwas anderes vielleicht kann ich nicht so viel machen und ich bin nur gefangen Erzähl uns mal ein bisschen den Background davon. Ja. Dramatisch war so ich mein, ich hatte den deutsche Rapper den Bemol als du doch so ein Indie-Type Song rausbrücht hören und schon mal direkt durch dazu kann ich besser weil ich schon oft erzählen hören und das oft von euch fehlt es könnte mega authentisch rüber so kann besser so rüber wie halt so ich bin ein Rapper an mal so Song nicht wie wenn du irgendwo so ein Genre oder so wäre schon frei viel in die Szene gelauscht ich viel Metal-Szenen ich viel ja Rockmusik ich komme wirklich am Anfang mehr aus dem Bereich und schon selber Gitarre gespielt also weiter an Metal-Bands und hun mal halt gedacht okay du musst am Anfang mal probieren weil ich bin ein Rapper und ich komme du von einer dich vielleicht kann ich das und dann hun ich einfach mal probiert und schon das mehr nice gehen ja, ich Menge Lieblingslieder von dir nice merci wie hast du am Text gewirrscht also oft schreiben ich Szene so am Moment oder wenn ich noch vergleiche mal mit traurig mitgeht du warst an dem Moment ich war traurig ich schon der Gefühl hat gerade gefehlt dann schon so als Relief geschrieben so für die Situation und heute war gut nicht so ich war gerade nicht an dem Moment mega traurig oder so oder mega an einem dramatischen Mut ich kann das halt aber bis sie so rückblickend darüber geschrieben ja es geht bis sie darum halt das war ihn an einer depressiver Phase also dann halt einer Phase wo ihn irgendwie so ein Struggle wird aus dem ihr nicht raus könnt durch seine Kraft weil man viele Leute kennen an den Moment da kriegt ihn halt oft aus den Sentiment so den ihr von der Welt kriegt als oft ja komm an hab dich Riemen du kriegst das hin weißt du so steh auf dust yourself off so weil am Anfang alles wisst das nicht schlecht die aus und so weiter mir fandst an dem Moment du rabbers an dem Lach dann fehlt statt halt so wie ja okay das weiß ich schon bis wie fandst du so ein klein Kant wie du ihn gesucht kriegt war dick offensichtlich also du kriegst an Themen so das so ein bisschen frustrierend und das bisschen so ein kleinen Deivelskreis fand ich ja weil da sind dann Rosen auf sich selber weil nicht Tikrit ja und du fühlst mich in der weiter nicht weil in der Rosen und Orange das weiter Tisch das gönnt so einfach aus der Situation rauszukommen der Tisch der Hölle dann von nie und ihn dann einfach so seht so yo hab dich im Rim ja sicher nicht
also es gibt wann du die richtige Person am richtigen Moment erzählt vielleicht schon so weißt wenn du einen hast den da wirklich mega nur hast die genau die Situation weiß von denen erzählt dann hittet er doch auch nicht wie wenn der lo voilà, den anderen erzählt so. Ja, den wahrscheinlich schon nicht kennt oder das Gefühl nicht kennt. Ja, oder den das nicht kennt, weil die Gefühle sind auch mega spezifisch und für den sich ja, es fühlt den sich auch nicht los wie von den Depressiven, also es fühlen sich nicht so wie das du hast so ein Gefühl, was dick viele Leute tun und es sind ein Teil davon, also mit das ist da ich sind allein an dem Gefühl, ich sind gefangen da dran und du brauchst auch Leute, die nur von da sind für dich, du brauchst nicht Leute für dich, du brauchst zu mehr die Hölle von der Ballfall natürlich. Ja. Das heißt von ein Thema, den ich sich nicht ausschwätzen wollte, weil ich kann mir vorstellen, dass ganz viel Medien dich drüber schwätzen, und zwar dein Nonum. Du warst ein Tonner und dazu wollte ich einfach fragen, ob du sich deine Familie beziehungsweise dein Bruder oder dein Pop, die Musik machen, als Konkurrenz gesehst. Also ja, ich gehe nicht so. Ich sehe nicht so nach. I admit it. Ich sehe sie direkt nicht als Konkurrenz, ehrlich gesagt. Wir machen auch ganz verschiedene Sachen, meiner Meinung nach. Also in Tunas auch am Rappen, wenn er produziert doch. In Tunas echt da so am populären Rap anhin, möchte die 10 gut hin, möchte auch die krass Beats. Aber mein Papa ist halt hier komplett in andere Sachen. Ja. Am Folk, ein bisschen wie Folkmusik an Singer-Songwriter, so Sachen. Und dafür gesehen ich nicht als Konkurrenz, aber ich gesehen ein bisschen so als ein anderer Privileg, den ich noch habe, außerhalb von dass ich letzte Woche sind und so weiter. Aber ich meine schon, dass man da dick viel Brust hört und dass dick viel Sachen dadurch ermöglicht, gut, die ich sonst nicht ermöglicht hat, verschiedene Konnexionen oder was auch immer, die ich nicht gehabt hat. Und dafür ist schon gefährlich, also nicht gefährlich, aber ich finde eine komische Beziehung mit der ganzen Thematik, weil bisschen so, ich fühle mich oft ein bisschen schlecht für mein Privileg, den ich drohe am Leben, weil ich schon da viel verschiedener, to be honest, ich drohe viel verschiedene Privilegien und das ist halt in anderen noch davon an den Doten, hat halt dick viel mit meinem Wesen zu denen, mit dem, was ich machen will, am Leben so ticht, fühlt sich ein bisschen, wie wenn das unverdient wäre, oft für mich an. Ja, ich kämpfe dann ein bisschen dummer da, die Gefühle halt so ein bisschen niederzuhalten, so die Gefühle von, ja, du hast das am Anfang nicht verdient, dann du bist just teilweise dem Privileg. Und ich probiere aber dagegen zu schaffen, weil das am Anfang die blöde Sache zu denken, weil, ja, das gut sei Privileg also wann logisch drüber denken, also gut sei Privileg unzuerkennen an weißt du, denen sich bewusst zu sein, mit das war blöd dann das zwnger Kratsch zu machen, weißt du, so, weil am Fong also jo ein Vierdeel so du sollst nicht lo das bist du voilà, wie wenn du so gibst, oh ich wäre gern arm, ich wäre gern für das du Sweet Credit hast. So. Genau, voilà, für das doch interessante Geschichten zu erzählen ist. Das finde ich auch auf der Gefühl, dass ich einfach nicht Interessantes zu so habe. Und ja, das bist du so wie die depressive Phasen. Das ist, wenn gesagt hast, du so, es könnte einfach, weißt du. Und du, da fehlen statt dafür Podage und sind so, oh, ich arme, ich bin so viel Privilegien, oh mein Gott, wie scheiße. Und dann geht es mir einfach besser. Ja. Wenn ich so Peter, what the fuck, weißt du hast am Anfang 4 Teil, weißt du, chill dich mal an. Ja. Voilà, aber das halt da, ich denke so, die Leute, die dich dafür judgen, das sind Leute, die es auch angeholt hätten, wenn sie das Privileg hätten. Ja, also ich meine, dafür das immer nicht negativ. Ja, so, das einfach wie es auswässt. Verschiedene Leute haben einfach mehr wie andere, verschiedene haben einfach mehr wie andere. Also, das wichtig, dass sie sich dem bewusst ist und dass sie nicht durch die Welt, wenn ich durch die Welt gehen kann, ich hätte kein blasses Schema davon und ich sehe so einfach, wie wenn ich das nicht hat, da gebe ich da ein Problem von ihnen zum Beispiel, weil es gibt noch Leute, die einfach gut nicht checken. Ja, das ist auch wahr. Die ist halt bewusst. So. Ja, mir ist bewusst, das ist davon schon mal gut, aber ich muss abhalten, so, das ist mehr größte Ding zu machen, wie das an meinem Kopf. Aber voilà, das ist schon besser wie 4 pro Jahr. Ich habe noch dick lang keine Musik rausgebracht, auch da weinst du, ehrlich gesagt. Wirklich? Auch da weinst du, ja, weil ich war so, es gibt andere Leute, die Chance mehr verdienen, so weiter, und die brauchen die Chance anhand da. Voilà. Das ist immer so ein Ding, über den ich nur denke, das deckt die Ding. Ja. Ich probiere noch Männer an, ich gehe Männer Fake drüber,
ehrlich gesagt. Ja, ich meine, sonst bleibst du stuck, ne? Und das bringt dir auch nichts. Ja. Dann, weil dann ist es noch mich schlimm, dann ist der Potenzial oder dein Privileg gewastet. Und da ist am Anfang noch mich scheiße, weil dann wirst du so, du hörst etwas, aber du gehst fort. Und da ist so wasteful an. Da ist am Anfang noch mich scheiße. Ja. Abs für dich, an meiner Zeit du zu Berlin immer erlebt tun, als das ganz viel privilegiert Leute, reich Leute auch, sich immer mich schlimm gehen hun als sie wirklich waren Smalls wann im Su gegangen das war zu Berlin also cool irgendwie arm zu sehen weil sie dann halt den Street Street Credit so mehr, halt die Sache ja du pass an die Ästhetik an Berlin als halt ein Stadt der ich will auch zu Berlin studiert an das ein Stadt weil die hast gouf zerbombt weißt du dass du der Grof kommen und da das sei Charme überall Graffiti dass du voilà, so gewissen gefährliche Charme an bisschen wie ein voilà, arme Charme I guess du ja auch oder vier bist so auch von natürlich viel Reichsleute wohnen oder viel Familien an andere Bereiche die gut nicht so ausgesehen aber die cool Leute geben du gern du zugehören so wenn du halt das nicht bieten kannst dann voilà dann musst du das ausgeschlossen ja da musst du dich halt ein bisschen verstellen so das ist halt ein bisschen scheiß das Leute das machen ja du warst am Anfang der Gründer von Stay Fu oder der Modgründer. Erzähl uns mal davon, wie ist das überhaupt entstanden und wie ist es entstanden? Stay Fu, ja, das ist mein Leute an euch, mein Crew an euch, mein Kollegen an euch. Wir haben, voilà, das war ein Künstlerkollektiv, ich will mal broadly nennen. Das hat angefangen, damals war ich mit Kollegen am Lycée, also einer Schülerband, und wir so probiert, so Hardcore, Metalcore Musik zu machen. Und Hardcore geht halt zu den Motto, I guess, den Stay True hecht. Voilà, so Authentizität, das ist auch mega wichtig so an Hardcore, an Hip-Hop auch, auf viele Musikrichtungen. Mir so viele an denen Anti-Bewegungen, so gegen die populären, gegen den Mainstream, so, das ist so wichtig. So, Mainstream, ja. Voilà, oder sie ist true to yourself, sie weiß einfach, was der Bass am Platz dich unzupassen ist. So. Stay true. Und ich schon halt irgendwann du immens creatively and geniusly Stay Food rausgemacht. Oh mein Gott. Ja. Und ich habe da am Anfang so als Hashtag benutzt, für da so Foto oder Video von einer Band Rehearsals zu posten. Und Hashtags, demals wurde noch, ich weiß, gut gelabert. Ja, Hashtag. Ja, es war wahrscheinlich um die Zeit 2015, 14 oder so. Ich habe gar keinen Plan mehr. Um die Zeit, gebe ich schon mal roughly so. Und ich habe das dann als Hashtag benutzt, dann kurz danach so Plovere gemacht, wo Hashtag Stay Food drauf steht, die ich dann nur meinen Close Friends verkauft habe. Das ist auch Big Up und diesem Spot und all meinen Kollegen, die Stay Food T-Shirt kaufen, damals Plover. Und ja, ich schon damals auch und 2 random Leute einfach so ein T-Shirt verkauft. Ich lauter Leute, die ich kenne, all meine Kollegen, Husewehen, und dann noch 2 random Leute, die einfach so auf Instagram gefragt haben, hey, kann ich so ein T-Shirt tun? Die haben auch so ein. Und die ist auch Big Up und die Garen. Wie cool, wenn die sich eine Kamelle gingen und mir ein T-Shirt-weise gingen. Ja. Ich konnte nämlich von einem Kollegen auf einer Party, ein Kollege, den hat mit Plover geholt. Ich habe ein Foto geschickt, what the fuck, wie sind die Leute? 2 Leute und ein Stay Food T-Shirt, wie sind die Garen? Wie witzig von so einem Flohmarkt gesehen. Ja, oh mein Gott, rude. Ja, rude. So. Ich fuhr einfach weiter, dass die Plover waren am Anfang den ersten Fing und dann haben wir angefangen so Designs zu machen. Der Manuskuto hat auch viel Designs gemacht, der Flamingo-Logo und verschiedene Sachen haben wir dann auf T-Shirts gemacht, eine kleine Fotoshoot dafür gemacht und dann die probiert zu verkaufen. Und das war ja damals noch der Shit, so. Ich meine, die war nicht die Ersten mehr, bestimmt von den Ersten, die so Sachen gemacht haben. Also ich meine, heute möchte all Mensch das, aber damals war noch etwas Extras. Yes. Also ich meine schon auch, dass wir da einen gewissen nicht Influencer, aber ein bisschen vielleicht so die Floodgates geopend haben. Weißt du, also wir haben nicht weil wir haben da schon am Anfang halt mehr auf die T-Shirts und auf die Kleider fokussiert und es gab nicht viel Mengens Wissens, nur nicht viel so junge Leute, die das gemacht haben. Und wir haben das halt probiert zu machen. Ja, heute gehen nicht Leute, die das viel besser machen, meiner Meinung nach, so zum Beispiel den Soin oder so. Das fand ich mega cool. Weil das ein bisschen, das ist so den Dream, den wir wollten machen. Also wir haben uns ein bisschen verloren, weil wir
halt auch Musik gemacht und da bin mal wie war dann du also wie war dann du als dabei den Musik gemacht hat mal am Anfang ich meine die ganze Connection hat so angefangen bis mit der Connection mit Tomek. Tomek ist halt schon ein Rapper gewirrscht bevor bei Stay Fu war hin hat halt du ein Album geschafft an tun hat du mal produziert in dem Album hat am Anfang executive produced den Album der ganze Doppel oder so weiter die Connection war da du am Juni halt doch ich war mal Backup Rapper vom Tomek op der Live-Konzert schon schön abgebackt an wir waren dann noch mal Deal von der Tomek Band Tisch war alles rund um den Tomek den du ein Projekt umlaufen hat und dann meist du halt kennengelernt damit sie immer Mino kommen alle guten Jungen aus dem Norden der John der Maddie der Jim den Tom wie schon gesagt war bist wie die zwei Kollegekrise wie die so Leute aus dem Lycée so die nochmal mit dem nochmal squatten und dann halt die Leute aus dem Norden die rund um den Tomek du halt die Projekt hatten wo sich dann zusammen von dann einfach instantly mega geklickt so wir waren direkt ja fühlen sich auch direkt nicht stark wenn ich so ein selber gegründete Kollektiv heute ne ja das auch für allem befehlende Kollektiv was also wirklich einfach ein Gruppe von Kollegen so weißt du mir das ist auch witzig weil viele Leute meinen immer dass die Full Label ist ja das schwer so war das Label letzte überhaupt es gibt ja Beast das fies am Anfang nicht wirklich Two Steps Twice das war ja ging da pur weil so Künstlermanagement am Anfang ja mit mir und das halt immer so echt ob die ich habe die selber gemacht und das vielleicht auch nicht immer so professionell durch und tut auch sing nur die ehrlich gesagt mehr was du dann ein Label nee am Anfang nicht hast du viel schon ein Label zu gehen oder ich glaube schon gefroht dass sie so am Anfang das so für mich Rechnung einfach nicht mega Sinn hier Lützeburg momentan auch so weil ich verdenke nicht genug so dass ich großen Prozentsatz von meiner Suche will aufgehen so basically that's it. Okay ich verstehe so und ich bin aware dass es helfen kann wissen zu growen und so weiter ich fand einfach irgendwie cool all die Sachen selber zu machen so das bisschen so ein Hindernis Musik war für mich noch nie so den Ding wo ich so davon ausgehen okay wenn ich mein Album rausbringen werde ich geh hier los groß gewesen dann absolut mein Leben finanzieren davon ging ich nicht aus das echt sowieso für Spaß für Self-Fulfillment auch für Fleisch dann pur Leute die das feiern voilà. das ist am Anfang mein Ziel dafür fand ich für Menge Position an der Reihe für Thema Stay Fu aufzuschließen wollte schon von einer Lied von hinnen oder von der Zeit auch laufen lassen musst du durch eine Idee vielleicht Shire Freestyle okay kann ich nicht ja das von meinem neuen Mixtape das Mam Jim am John das halt so ein bisschen eine Crew hat so ein bisschen oldschool einfach 3 Parts 100 Nese und du 4 Schmengen das repräsentiert gut als Attitude so. Okay perfekt dann spielen statt dich net ze glitch Dickes Quad op chillch Schiederie gemidlech Feeling as zufrieden mat das Squad get nach immer du Hummer Alpha mit vermisste scho zu viel Decken du wie sie gechill die mat dem Brut okay ganz von ein Graflexen Verbrann dich net ze glitch Dickes Quad op chillch Schiederie gemidlech Feeling as zufrieden mat das Squad geht noch immer du Hummer Alpha mit vermisste scho zu viel Decken du wie sie gechill sie macht den Homies immer do zu relax mache Feuer wie young Flags sind so hart wie der Geschwatz sind sie blass viel zu echt Bruder machen Tracks sie war Tracks an der Kummer und das Ding wo aus der fucking bleibt ein anderer Nummer Hummer dat nicht schon gehart Stay Fu freier voller Fahrt dann dat Liebe mich zu Spaß but den Homies fühl mich stark 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 Luca de Beat Kontakt der Beat die Baller kriegt dann Platter ich will mein Level aber warte ich will aus Speed an Zaster du pass so wie riesen aber mir dich schon auf engem Cover Bosse flieg op undercover Stiche raus für ihr Panner zwischen all die Klammer machen Hits wie keiner du musst shit wie kleiner Bosse gar die sich die anderen Toilen Olaf gehen auf der sich brauch ich kleiner gehen auf der sich brauch ich kleiner gehen auf der sich brauch ich gar ich bring ne Banger lehnen ob nicht genau weil der Sound das viel zu fresh du baut dann Opfer ein Psychos spielen den Druck am Menge Busch ich will kurz auf der Rappen eng Strof Flow
so wie Gott ich will den Zug verlust diese Drop ich komme nicht drauf Ragga Jonas sind so crazy für den Rap-Scheiß man den ganzen Tag Moves auf von Zuschauer lang und Badlight Rulle Petus für mich Homies schreibe gleich Das war scheuer Freestyle von dem neuer EP Wolloch Luxtape. Dazu wollte ich auch abs vor, weil das sind am Anfang recycliert Lieder. Was heißt das überhaupt? Mal das heißt bisschen so ich schon dick lang nicht viel Musik released und just die Singles hier und da und voilà, mich einfach ein bisschen am Hintergrund bewegt. Und während der Zeit habe ich aber Lieder gemacht. Und da tue ich ein bisschen so die Lieder, die besten Lieder, die daraus hängen geblieben sind. Plus ein paar neue Lieder. Das ist da so einfach die. Weil ich bringe auch gleich ein richtiges Album raus, Gelato, am September. Und ich wollte einfach dafür drunter so Pubel rausbringen. So, weißt du, so, weil ich tue den immer so als Musiker, wenn ich so auf so Sachen setzt, gefühl, dass ich nicht anmoven kann. So, das bisschen so, ich. Die Sachen einfach noch, ich muss als echt nur denen schaffen. Die schon mal gedacht, ich bringe dort Pubal raus. Ich meine, releasen die einfach. Ich probiere sie so gut wie möglich klingen zu lassen. Und ich releasen sie einfach, dass ich nicht stehen lasse. Und dann kann ich anrufen. Es ist nicht, dass ich die Lieder nicht feiern oder so. Das ist einfach so, voilà. Das ist ein bisschen so den, das lassen. Also einfach, okay. Ich schon mal einfach gedacht, das wäre ein cool, vielleicht einen coolen Mittel für mich, so Wolle Luxtape 4. Das ist auch mehr ein cooles Konzept. Ja, weil einfach viele Sachen zu releasen, die nicht an irgendwas anderes passen oder so. Wenn ich da nur dem nächsten Album oder so bei einem lauter Liedermann an passen ein paar Sachen nicht bei ihnen, dann kann ich die aber so ein Paket rausbringen. Ich fand jeder Resultat machen, so, weil sie so viele Künstler so in unserem Freundeskreis, die so geil Sachen so in the Backup haben und das niemals release werden, weil sie halt Perfektionisten sind meistens, ne? Ja. Und dafür sind immer so, mit der Release hat einfach, wisst ihr, so, ich verstehe aber auch, dass so ein bisschen so... Ja, schon noch nicht alles released, to be honest. Ja, das ist schon wirklich so über 5 Jahre eine Selektion. So. Okay. Es sind noch lauter Sachen, die ich halt kein releasen. Dafür ist schon da auch noch den Dingen aber dabei, dass ich eine Selektion muss man. Also ich kann nicht alles releasen, so, weil es gibt wirklich Sachen, die aber mit denen du dich einfach nicht identifizieren kannst. So, da musst du so, die nicht an deinen Vibe passen. So. Ja. Komm mal, Leute, zur zweitletzten Frage. Du hast ja gerade gesagt, dass du dein neues Album release wirst. Werdet du hier so eine Release-Party gehen oder ja, was da war? Mach eine Verwerbung für dich, Lo. Okay, gern. Mal den 30. September kommt mein Album Gelato raus. Ich werde gute Willen eine Release-Party holen. Mega geil. Den 30. September auch, das Mengen ist Samstag. Ich hole dich Artikel los schon, die gehen nicht los schon, hole ich sie, solange sie noch da sind. Ja, du wirst The Culture the Kid wird Pre-Act machen. Oh, wirklich? Yes. Oh, ich liebe The Culture the Kid. Oh mein Gott, so talented, Motherfucker, ja, wirklich. Cool. Oh mein Gott. Jenes, wie in am Rap, wie in am Rap seht ihr mega Pen-Game, man. Ich kann krass so Lyrics schreiben. Und voilà, ich wollte ihn noch supportieren und voilà, ich wollte auch von ihm supportiert gehen, natürlich, dafür bin ich gefreut. Ich fand die brasilianische Szene immer mega nice. Ja, das war, ja, die sind mega feier. Ja, den brasilianischen Drill-Dingens, die mega cool aus. By the way, das ist noch da natürlich vorgewischt. Du inspirierst dich oft und Bossa Nova, kann das sein? Wir haben sogar ein Album Rap zu die Stadt. Das war so ein Projekt, damals mit G-Drang für Stay Fu, basically. Und wir haben so Rap-Musik gemacht, aber mit einer Band, sozusagen. Den Album ist mega Bossa Nova. Ich feiere noch Bossa Nova mega krass. Ja, ich liebe ihn. Für die, die nicht wissen, was das ist Brazilian Jazz. Ja. Kuba geht halt auch viel Bossa Nova und so weiter. Das halt mega. Ja, der Rhythmus ist einfach mega geil. Ja, das ist wirklich nice. Mittlerweile ja schon doch dick viel, apropos Brasilien, ich habe dick viel Brazilian Funkman an bei oder wie das heißt. Ich liebe das. Das ist so Future Shit, man. Die sind einfach der Welt 10 Jahre am Vierhaus und klingt so crazy, aber geil. Ja, das geht ein bisschen so durch ganz Welt. Also ich meine, das ist gerade so am Reisen. Ja, das ist mega am Reisen. Aber verdenkt doch schon, das ist einfach eine neue Szene, einfach komplett verrückt. So, mein Bruder hat auch schon 4 Jahre mal davon erzählt, so, dann hörst du in den crazy Remix von Sicko Mode oder so, den dabei wohl komplett explodiert und das gut nicht gut gemixt und das mega hart alles. I love it. Ja, für mich ist es noch
ich weiß nicht, also vielleicht Leute ohne, dass ich selber Brasilianerin bin und dann Leute immer bei mir kommen, jo, kannst du da und da? Das ist immer so, ja, I don't know, man. Ja. Da gibt doch 1 Milliard Leute, die das machen. Ja, Das ist wirklich ja. ein Genre, dem mega viel, wo mega viele Leute dran sind, sozusagen. Ja. Ich fand das mega cool. Ja, dann kommen wir zu der Laster froh. Für die Leute, die den Podcast heute immer lauschen, die wissen, wer ihr froh könnt. Und zwar, was willst du die Leute besser mitgehen? Mitgehen? Ja, keine Ahnung. Gute Rot oder so. Ich probiere gerade in meinem Kopf zu konkakten. Oder was wünschst du dir am Anfang? Was wünschst du dir am Anfang für die Lützebüsch-Kultur? Oh, das ist eine andere Sache. Für die Lützebüsch-Kultur, ich meine, die Lützebüsch-Kultur ist gerade ein geiler Punkt. So. Ich feiere gerade an Lützebusch profitiert mega von der Innovation, die wir haben, durch Computer und Laptop und so weiter, dass jeder einfach was machen kann. Weil es war immer so dick die Barriere da in Lützebusch, dass ich Subsidien aufrufen und dann für ich überhaupt irgendwas machen kann, weil Lützebusch hat halt einfach nicht den Marché für Suen auf Verkauf zu machen oder un Rängen, weißt du, Tickien oder eine Galerie machen oder so. Du musst wirklich irgendwas viele Lützebäuer Künstler leben von den Subsidien, die sie kriegen. Und ich fand gut, dass Lützebusch das möchte, einerseits, aber ich fand auch, dass das so eine Sache ist, die Kreativität nicht mega pusht. Das ist ein bisschen etwas, so wie wenn am Mittelalter für Medici, nicht am Mittelalter, an der Renaissance für Medici, also ein Bild mal so, dass du, ja, du musst halt was gefroht wird von der Sau. Ja. Nicht, dass die Leute direkt froh, man muss aber nicht, sie müssen das aber proven, jedenfalls, weißt du. Und ich fand das viel cool, dass das bisschen so das gerade so nicht eine Revolution am Gang ist, wie jeder kann einfach von daheim aus etwas machen, ob das malen ist, ob das Musik machen ist, ob das schreiben ist, was auch immer. Und ich fand das mega geil. Und das ist ein bisschen so eine Emanzipation da. Und viele Leute machen Sachen, das ist mega exciting. Und ich hoffe einfach, dass das weitergeht. Und dass, ja, weil ich höre mittlerweile einfach 10 Lützebusch, die ich mir nicht erwarten kann. So Sachen, die ich noch nicht mal am Ausland höre. So. Ja. Und das ist gut oder schlecht, dass man geht erforscht, geht experimentiert und geht Sachen gemacht. Ja. Voilà. Ich fand das mega cool und ich wünsche Lützebusch mehr von dem an. Voilà, mehr in die Richtung, dass einfach noch mehr gemacht wird. Und ich rate noch jedem, all den Jungen, du weißt, macht einfach 10, macht einfach an. Weißt du, das ist scheißegal, was die anderen denken oder so. Macht es einfach for real. Und lebt in ihr für und ja, das kannst du leider noch mal gehen. Siehst ihr Leute, man. Siehst ihr Leute und macht mit denen etwas, weil die sind mehr stark zu pur, wie der allein sieht. Holt ihr Kollegen, die dieselbe denken wie ihr und macht erzählen. Macht es einfach, man. Die muss es einfach machen. Perfekt. Nice. Vielmals merci. Es war cool, dass du hier warst. Yes, merci. Cool, dass du was als erzählen kannst. Pardon für den Tag. Nee, gut, schlimm. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem neuen Album. Ich werde am guten Willen da sein, nice. Of course. Ja. Und ja. Ciao, ciao. Cooli. Merci. Ciao. Das war Kultur pur. Der Podcast für einen anderen Anblick an Kulturszenen zu Lützeburg. Ciao, ciao. Mega nice.